Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Johns MOBA und heute haben wir wieder eine Log-Vorstellung und zwar habe ich euch was Schönes mitgebracht von der Firma Pico. Und ja, apropos Pico, da gibt es eine Sache, die mir jetzt am Herzen liegt, möchte ich euch einfach mitgeben. Viele von euch wissen das wahrscheinlich schon. Wir hatten ja in Deutschland in den letzten Tagen eine seit Jahrhunderten in der Intensität nicht dagewesene Flutkatastrophe mit wirklich auch, ich glaube inzwischen aktueller Stand sind jetzt 143 Tote, noch 600 und 650 Vermisste ungefähr. Also es ist wirklich, es fehlen einem die Worte und ich denke, das zeigt auch ganz, ganz klar, dass im Bereich Klimawandel einiges passiert. Ja, wie man damit umgehen muss, ist jetzt natürlich immer eine große Frage. Aber ich glaube, dass da was passiert, das kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr wegdiskutieren. Und um den Betroffenen zu helfen, hat Pico da eine ganz tolle Aktion gestartet. Und zwar gibt es von Pico einen speziellen Güterwagen. Ich verlinke euch das auch unter dem Video. Den könnt ihr erwerben. Den bekommt ihr wohl irgendwie Anfang September wohl geliefert. Und der komplette Erlös aus dem Verkauf dieser H0 Güterwagen, der geht an die Flutopfer. Das heißt also, der wird von Pico gespendet an der Stelle. Finde ich eine richtig coole Sache und deswegen wollte ich euch das einfach mal mitgeben. Link, wie gesagt, findet ihr unten zu der ganzen Aktion. Und jetzt legen wir mal los. Pico, ich habe Pico gerade gelobt. Wir müssen heute auch über Pico sprechen und ich habe auch ein ganz paar kritische Themen zu dieser Lokomotive, die ich heute für euch habe. Und zwar ist das eine MAK 1206. Also MAK Maschinenbau Kiel 1206 ist die Baureihe und ihr seht das Ganze hier jetzt in einer Lackierung der Husa Transportation, hier mit so einer stilisierten fliegenden Gans und der Betriebsnummer 1506. Auf den ersten Blick denke ich eine super spannende Farbgebung. Also wir haben hier ein knalliges Orange, wir haben ein schönes Dunkelblau, wir haben dazwischen weiße Elemente. Und wir haben eigentlich eine richtig schicke Lokomotive, kann man so sagen. Ja. Da sprechen wir heute. Das Ganze stammt nämlich aus der Serie Pico Expert, seht ihr hier. Die Nummer ist die 59291. Könnt ihr jetzt hier sehen. Das ist hier wieder die Variante Dreileiter digital, aber alles bis auf das Thema Decoder, was wir uns heute anschauen und das Thema Schleifer vielleicht, gilt natürlich genauso auch für die Gleichstrom-Variante. Im Allgemeinen muss ich sagen, was mich jetzt direkt gewundert hat, ist der Karton. Denn der Karton, da steht zwar Expert drauf, aber ihr habt vielleicht das Video gesehen zu der kleinen Kaluga Rangierlokomotive, was ich hier neulich vorgestellt habe, auch von Pico aus der Expert-Serie. Da sah der Karton ganz, ganz anders aus. Also wir haben hier so einen wirklich relativ dünnen, hochglänzenden Karton. Und da drin ist ein relativ klassischer Lokblister. Und dann seht ihr, kommt da hier so das ganze Papierzeugs irgendwie hinterhergeflogen. Bei der Kaluga, die ich euch vorgestellt hatte, gab es so einen extra Einleger, so einen kleinen Umschlag, wo die ganzen Papierdinge drin waren. Ja, und auch dieser Blister hier, er funktioniert, aber der hat jetzt eher so Spielzeuganspruch, würde ich mal sagen, von der Qualität des Plastik her. Was ihr dann dabei habt, ist natürlich ganz viel frei fliegendes Papier. Und ja, da gibt es erstmal hier so einen kleinen Hochglanzprospekte, 2 Stück von Pico, also einmal hier die Neuheiten, Gebäude, Gleissystem und solche Sachen. Und dann nochmal speziell einen kleinen Katalog mit Lokomotiven und Wagen. Also so viel zum Thema Werbung. Dann haben wir in Summe zweimal die gleiche Anleitung zum Decoder, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und da steht jetzt mal erstmal gar nicht so viel drin. Was wir haben, glücklicherweise, wir haben eine kleine Tabelle mit den Basis-CVs, wie man die programmieren kann. Und wir haben hier nochmal eine wirkliche Beschreibung, wie man das Ganze programmiert mit Märklin-System oder anderen.
Wir haben dann hier vorne nochmal eine Beschreibung des Decoders selbst, was der alles kennen soll. Es ist keine Soundlog, ganz wichtig, keine Soundlog. Und dann haben wir hier nochmal getrennt von der eigentlichen Anleitung die echte CV-Liste. Finde ich jetzt ein bisschen lustig. Also wundert mich, dass das nicht in der Anleitung mit drin ist, weil da habe ich diese Kurzliste und hier habe ich dann auch auf Deutsch und Englisch jeweils die echte CV-Liste, wo ich wirklich alles hier programmieren kann und die entsprechenden Werte bekomme. Genau, dann gibt es hier noch den kleinen Garantiezettel und dann haben wir eine ja, quasi Explosionszeichnung der Lokomotive mit ein paar weiteren Informationen und Anweisungen. Das hält sich allerdings tatsächlich sehr in Grenzen, denn die Rückseite ist einfach nur eine Ersatzteilliste. Dann haben wir hier die Beschreibung, wie wir die Lokomotive öffnen. Also 2 Schrauben auf der Unterseite, schauen wir uns nachher nochmal an. Kennt ihr, Innenraumcheck. Ja? Und an der Stelle auch der Hinweis, diese Log-Reviews hier werden ja gerne ein bisschen länger. Ihr findet jetzt hier natürlich überall immer die Kapitel eingeblendet, falls euch gewisse Dinge nicht interessieren. Ihr habt also die Informationen, wie wir die Lokomotive öffnen. Wir haben dann die Informationen zum Thema Haftreifenwechsel, zum Thema Schmierung, wo das notwendig ist. Und ja, das war's an sich. Weil dann gibt es hier nur noch mal das Thema Warn- und Sicherheitshinweise, korrekte Entsorgung der Lokomotive und was eben alles aus wahrscheinlich EU-Regularien mit dabei sein muss. Das war es an Papierkram. Ich habe es jetzt eingangs gesagt gehabt, ich finde es ein bisschen unschön, dass der ganze Papierkram so rumfliegt. Denn ihr kennt das selber, das Problem. Ihr habt dann diesen Blister mit der Lok, ihr schiebt den da rein. Und jetzt hättet ihr entweder gleichzeitig oder vorher irgendwie diesen ganzen Papierkram hier unterbringen müssen, damit ihr das sauber reinbekommt. Und was mich an der Stelle halt besonders wundert ist, dass es aus der gleichen Expert-Serie, so heißt es ja zumindest, wie die Kaluga, wo das deutlich schöner gelöst wurde. Ja, vielleicht ist es inzwischen bei allen neueren Lokomotiven so und die ist ein bisschen älter, das kann sein. Oder es gibt da einfach große Unterschiede. So, kommen wir mal zur Lokomotive selber. Ich habe es eben kurz erwähnt, wir haben eine interessante Farbgebung, muss einem gefallen, wenn man sie haben möchte. Es gibt allerdings noch schöne andere Farbgebungen auch von Pico. Und mal ein Beispiel ist jetzt hier auf der Oberseite. Ja, wir haben hier diesen komplett orangenen Motorkasten und haben jetzt hier 2 dunkelblau, fast ins Lila gehende Lüfter. Das ist im Original der Lokomotive halt auch so und die sehen auch super detailliert aus. Also man kann da wirklich, wenn man darauf guckt, sieht das so aus, als wären da drunter wirklich die Lüfter. Das hat so richtig was. Ja? Kann man nicht anders sagen. Aber die Farbgebung ist halt gewöhnungsbedürftig. Wir haben dann hier so ein hellgraues Dach. Das ist auch schön detailliert und auch ansonsten die ganze Detaillierung lässt hier je nach Preiskategorie erstmal nichts zu wünschen übrig. Preiskategorie bei der Lokomotive, nur dass ihr es mal gehört habt jetzt für den Anfang, der UVP sind 154 €. Für einen Nicht-Soundlog, also schon im Mittelfeld bis oberem Drittel definitiv von dem, was die Lokomotive an Preis mitbringt. Und das, denke ich, sollten wir dann auch erwarten können. Wir haben, um die grobe Übersicht mal kurz abzuschließen, wir haben also in Summe 2 Drehgestelle, jeweils mit 2 Achsen hier. Sind im Original aber auch hier im Modell beide angetrieben. Das heißt also, die Achsfolge ist B, B, B 2 angetriebene Achsen, B nochmal 2 angetriebene Achsen. Und ihr könnt hier so durchs Führerhaus auch durchgucken, da allerdings auch wieder nicht nach unten. Also das ist ähnlich wie auch bei der Kaluga, die wir hier vorgestellt haben als Pico Expert. Ihr könnt gerade am Fenster durchblicken und ihr habt so ein ganz bisschen unter der Fensterkante habt ihr dann den quasi Fußboden vom Führerhaus. Das heißt also, wenn ihr hier eine Führerfigur reinstellen wollt, also eine Fahrzeugführerfigur reinstellen wollt, müsst ihr die so etwa hier ungefähr abkappen. Dann würde das gut funktionieren. Ansonsten passt die da leider nicht rein. Was aber positiv auffällt, ist wirklich die Bedruckung hier. Da muss man sagen, die ist ja ohne jeglichen Tadel, kann man tatsächlich sagen. Also wir haben hier
feinste Details im Druck und der ist auch richtig, richtig sauber. Und was mir da jetzt besonders auffällt, mal gucken, ob ihr das überhaupt sehen könnt, zum Beispiel hier dieses kleine Typenschild, da fasse ich rüber. Das ist erhaben. Also das ist wirklich entweder aufgeklebt oder eben speziell drauf gedruckt, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht einfach nur platt drauf gedruckt, sondern das hat eine 3D-Struktur. Das ist richtig schön. Und ansonsten auch hier quasi der Bereich der Lüfter, alle diese Dinge, das sieht richtig schick aus und ich glaube, es ist auch sehr, sehr nah am Original, denn da gibt es natürlich aktuelle Fotos, wonach man das beurteilen kann. Apropos Original, wir gehen jetzt mal ein ganz bisschen rüber zur Historie der Lokomotive und auch vielleicht sogar noch mehr zu der Frage, warum gibt es überhaupt solche Lokomotiven jetzt in so großer Stückzahl? Denn das ist eine Lokomotive, die inzwischen über 300 Mal gebaut wurde. Und das ist für eine Lokomotive der Epoche 6, also der aktuellen Epoche, schon eine ganze Menge. Insbesondere, wenn dann diese Lokomotive eigentlich noch nicht mal mit dem Auftrag einer größeren Eisenbahngesellschaft, also einer Staatsbahn, gebaut wurde, sondern frei am Markt verkauft wird. Also über 300 Exemplare. Was macht diese Lokomotive so besonders? Da muss man erstmal ein bisschen zurückschauen, sich anschauen, wofür wurde die entwickelt. Diese Lokomotive, das ist eine sogenannte 1206 der MAK, also der Maschinenbau Kiel, beziehungsweise, und dann schaut bitte selber auf Wikipedia, die MAK hat eine super spannende Firmenhistorie, die wurde ganz, ganz oft übernommen, aufgeteilt, alle diese ganzen Dinge. Grundsätzlich wurde sie 1948 gegründet in Kiel, hat sich spezialisiert auf Diesellokomotiven und auf Schiffsdiesel und gehört inzwischen zu Teilen zu Caterpillar, in Teilen zu einer chinesischen Holdinggesellschaft, gehörte mal Vossloh, gehörte mal der Siemens und ein Teil, der in Richtung Rüstungsproduktion geht, gehört, glaube ich, heute zu Rheinmetall. Also grundsätzlich, das Unternehmen ist noch da und produziert und tatsächlich auch an dem Standort, also nicht an dem physikalischen Standort, sondern an dem, sagen wir mal, regionalen Standort. Das ist ein sehr bedeutender Arbeitgeber in der Region Kiel immer noch. Und die bauen auch heute noch genau diese Lokomotive. Also die 1206, die wir hier jetzt im Video sehen, ist tatsächlich ein aktuelles Modell. Die wurde entwickelt in den 90er Jahren. Ganz am Anfang ging es darum, dass die Ruhrkohle AG für den Bahn- und Hafenbetrieb neue, stärkere Lokomotiven sich gewünscht hat. Und da hatte dann die MAK gemeinsam eigentlich mit diesem Erstkunden diese Lokomotive entwickelt. Das ist eine schwere Diesel-Rangierlokomotive, aber auch Streckenlokomotive. Heißt, die fährt bis zu 100 km/h schnell und sie ist eben in der Lage, wirklich schwere Züge zu bewegen. Das ist so mal die Grundvoraussetzung. Vom Design her und vom gesamten Aufbau gehört diese Lokomotive zu den, ja, in Anführungszeichen Einheitsdiesellokomotiven, die in Deutschland so ab ungefähr der 60er, 70er Jahre dann entwickelt wurden. Das heißt also, die deutschen Lokomotivhersteller haben sich zusammengesetzt und hatten das Ziel, eine höhere Austauschbarkeit und auch Vergleichbarkeit der Zugleistung und der Teile herzustellen und haben so bestimmte Typmuster definiert, was so eine Lokomotive haben sollte. Und da gab es dann erstmal vierachsige, dreiachsige, später auch zweiachsige und da gab es eben so eine gewisse quasi Typisierung hinter. Diese Lokomotive gehört da in die größte Kategorie rein. Das heißt, es ist eine vierachsige Rangierlokomotive mit relativ viel Kraft. Konkret 1500 kW hat dieses Modell hier gehabt im Original oder hat dieses Modell im Original, die fährt ja noch. Und das ist ein Motor eben von Caterpillar, hatte ich eben schon erwähnt, die auch inzwischen einen Großteil der Schiffsdieselproduktion oder überhaupt, glaube ich, die gesamte Schiffsdieselproduktion der MAK übernommen haben. Auf den Markt gekommen ist diese Lokomotive 1997. Als erstes mit Motoren nicht von Caterpillar, sondern ich glaube MTU ganz am Anfang.
Dann waren es am Anfang 16-Zylinder-Motoren. Ab 2003, glaube ich ungefähr, 2003, 2002, irgendwie so die Ecke, ist das dann umgerüstet worden auf Caterpillar-Motoren und die wiederum eben dann mit nur 12 Zylindern. Das heißt, im Original hat diese Lokomotive hier einen 12-Zylinder Caterpillar-Motor drin und ist eingesetzt in Holland. Das heißt, das Vorbild hier von diesem Modell, also die 1506 steht ja hier auch drauf, die 1206 ist die Lok-Modellnummer und die 1506 ist die konkrete Lok-Identifikationsnummer in dem Fall hier. Die wurde 2004 ausgeliefert nach Holland, hat eben auch die entsprechende Ausrüstung, um in Holland fahren zu dürfen, bekommen. Das heißt, also ist quasi vom Typus her angepasst gegenüber der eigentlich rein deutschen MAK 1206. Also 2004 nach Holland gekommen und dann gibt es eine ganz tolle Seite, die heißt loksaus-kiel.de. Hier auch nochmal verlinkt für euch. Und da könnt ihr genau nachlesen, was mit dieser Lok dann passiert ist. Die wurde nämlich, und das wäre jetzt eine Litanei an verschiedenen Jahreszahlen, im Zeitraum von 2004 bis 2019 an, soweit ich das jetzt überblicken konnte, 8 oder 9 verschiedene Firmen verleast und vermietet, jeweils umlackiert und 2018, 19, glaube ich, dann auch später aus dieser farblichen Markierung wieder rausgenommen. Also die Husar Transportation, die wir jetzt hier sehen, ist einer dieser Leasingnehmer gewesen von dieser Lokomotive. Und inzwischen ist die, glaube ich, sogar wieder zurück bei Captrain in Deutschland von der Anmeldung her. Also das ist ja der große Vorteil dieser Lokomotive. Die kann eben auch nach Deutschland reinfahren. Das war für die Niederländer ganz, ganz wichtig, dass man Lokomotiven hat, die eben vom Anlieferungshafen, also zum Beispiel Rotterdam, bis nach Deutschland rein, eben auch den Streckendienst übernehmen können, gleichzeitig aber auch als Rangierlokomotive fungieren können. Und das ist natürlich hier so der perfekte Tausendsasser dann gewesen. Ich hatte es ja eingangs auch gesagt, wir haben über 300 Exemplare dieser Lokomotive. Das heißt, die ist extrem erfolgreich. Die funktioniert offensichtlich wohl dann auch extrem gut. Und gerade diese Kombination aus, ich habe eine schwere Rangierlokomotive, ich habe aber auch die Möglichkeit 100 km/h damit zu fahren, macht diese natürlich extrem attraktiv, eben auch einen gewissen Verschiebedienst mit vorzunehmen. Das heißt, eine Ladung eben nicht nur zu rangieren, sondern eben auch die ersten 100 Meilen oder so vielleicht auch zu übernehmen, bis man sie dann an einen anderen Zug ranhängen kann, zum Beispiel. Oder eben auch komplett eigenständig als Zug natürlich unterwegs sein kann. Das führt mich so ein bisschen zu dem Thema, wie kann eine Lok überhaupt so erfolgreich werden, wenn sie eigentlich initial gar nicht beauftragt wurde von einer Staatsbahn? Und das bringt uns fast schon wieder zurück wirklich zur ersten kommerziellen Eisenbahn, die als Eisenbahn in dem Sinne bezeichnet werden kann, die gebaut wurde. Und zwar war das in den 1820er Jahren die Stockton und Darlington. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Es gab danach eine, die viel berühmter ist, und zwar ist das die Liverpool-Manchester. Das war so die erste berühmte Eisenbahnverbindung dieser Erde, wo eben auch Passagiere befördert wurden. Und ein bisschen unbekannter, aber früher und auch kommerziell genutzt war die Stockton und Darlington. Und die haben eigentlich das Prinzip schon damals eingesetzt, was heute wieder eingesetzt wird. Also die Stockton Darlington, versetzen wir uns mal zurück in die Zeit, 1820er Jahre, Dampfmaschinen gibt es schon ein bisschen länger, zu dem Zeitpunkt nur so als Gedanke mal. Das war jetzt nicht neueste Technologie, oder es war neue Technologie, aber die wurde schon eingesetzt. Also es gab in den 1820er Jahren zum Beispiel in England in Industriestädten schon über 30.000 Dampfmaschinen. In Liverpool selbst. In Liverpool waren über 30.000 Dampfmaschinen. Und die sind nicht gefahren als Lokomotiven, sondern die waren eben in Fabriken, in Werkstätten eingesetzt, um Maschinen zu betreiben. Und auf der anderen Seite gab es schon länger Pferdebahnen, das heißt also Pferdewagen, wo der Wagen hinten auf Schienen fuhr, um mehr Ladung leichter transportieren zu können aufgrund der geringeren Reibung. So, und die kommerzielle Eisenbahn war eigentlich nur die Verbindung aus einer Dampfmaschine, die eben auf den Schienen sich selbstständig fortbewegen kann,
plus entsprechenden Waggons auf dem, ja, eigentlich gedanklich schon entwickelten reibungsarmen System der Schienen. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum wurden nicht zuerst Autos entwickelt? Anderes Thema, führt auch viel zu weit. Ein Satz dazu: Die Straßen waren damals einfach nur Matschlöcher. Das heißt, da gab es noch keine befestigten Asphaltstraßen, wo ein Auto fahren konnte, und deswegen brauchte man Schienen. Die Stockton und Darlington war also die erste Eisenbahn. Die wussten, und deswegen hole ich so weit aus, gar nicht, wie man es vielleicht besser oder anders machen kann. Was haben die sich gedacht? Naja, wir bauen jetzt hier einfach mal so Schienen zwischen Stockton und Darlington, und dann kann ein Unternehmer kommen und sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Ich habe jetzt hier meinen Pferdewagen mitgebracht, der hat Reifen bzw. Räder, die geeignet sind für eure Schienen, und ich fahre jetzt mit meiner Ladung auf dieser Schiene. Oder jemand anders kommt und sagt, ich möchte regelmäßig einen Passagierbetrieb zum Beispiel hier anbieten. Das war also vom Ansatz her schon sehr ähnlich dem, was wir heute kennen. Also wo wir jetzt zum Beispiel sowas haben wie ein Metronom oder so, der eben auch als Privatunternehmen auf fremden Gleisen, in Anführungszeichen, also ich glaube DB Netz AG heißt das Ganze, also auch der auf fremden Gleisen dann die Schienendienstleistung erbringt. Gut, heute sind wir 200 Jahre später und weiter, das heißt, wir müssten eigentlich wissen, wie es besser geht. Anderes Thema. Aber die Stockton und Darlington waren die ersten, die eben quasi Privatleute, private Firmen zugelassen haben, auf fremdem Gleismaterial zu fahren. Das war so erfolgreich, dass sie das nach, glaube ich, 2 oder 3 Jahren wieder abgeschafft haben. Also zu dem Zeitpunkt gab es dann schon die Liverpool-Manchester, und da hat man sich dann auch aktiv gegen dieses Modell entschieden, weil man festgestellt hat, das funktioniert vorne und hinten nicht, das gibt nur Kuddelmuddel, und am Ende ist es vielleicht auch einfach zu teuer, wenn ich so viele Unternehmen da drin habe, die alle Gewinn machen wollen. Also derjenige, der dann den Wagen produziert und mit dem vielleicht dann auch selbst auf den Schienen da rumfährt, der will Gewinn machen, die Stockton Darlington will Gewinn machen. Und so viel Gewinn hat so eine Bahn dann damals doch nicht abgeworfen. Anders wurde das, als man Eisenbahnen zu integrierten Operationen gemacht hat. Das heißt also, dass man wirklich alles zusammengestellt hat. Jetzt lassen wir mal diesen kleinen Ausflug zur Seite. Also es gab damals schon die ersten Ansätze, wie kann man Eisenbahnen eigentlich richtig machen. Durchgesetzt hat sich dann für etwa 180 Jahre eigentlich das Modell einer zentraleren, gelenkteren Infrastruktur bzw. einer durchorganisierten Firma. In Kontinentaleuropa eher die zentrale, gelenktere Struktur mit Einbindung auch staatlicher Stellen oder zumindest Regulation durch staatliche Stellen. In England sind die Eisenbahnen einfach gewachsen, wie sie gewachsen sind. Wenn ihr mal da seid, wird euch vielleicht auffallen, es gibt bestimmte Strecken, zum Beispiel nach London rein, wo 4, 5, 6, 7 Gleise nebeneinander liegen. Das haben die nicht gebaut, weil die da mit 7 Zügen gleichzeitig reinfahren wollten oder weil die 3-mal so viel Verkehr haben wie Berlin oder so, sondern die haben das ursprünglich mal gebaut gehabt, weil es einfach unterschiedliche Unternehmen waren. Und da hat Unternehmen A gesagt, ja, du möchtest aber nicht, ich möchte nicht, dass meine Schienen genutzt werden durch jemand anderen. Und da hat der andere gesagt, na gut, dann lege ich meine Schienen noch daneben. Das war also ein komplett unreguliertes Wachstum der Eisenbahn. Hat ein bisschen geholfen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, weil einfach dadurch extrem viel Potenzial war, mehr Eisenbahnverkehr abzuwickeln auf diesen Schienen, einfach weil ich Strecken schon multipliziert hatte, was andere nicht hatten. Aber es war eben extrem unreguliert. Auf dem Kontinent, unter anderem auch in Deutschland, war das Ganze sehr reguliert und gipfelte dann ja in Deutschland, Westdeutschland, in der Deutschen Bundesbahn. So, jetzt sind wir wieder in einem Zeitraum, den die meisten von euch erkennen. Also Deutsche Bundesbahn. Dann gab es eben das ganze Thema Privatisierung. Das heißt also, es wurde eigentlich ja EU-weit, das ist ja in anderen Ländern genauso passiert, für eine gute Idee gehalten, die verschiedenen Dienstleistungen zu trennen. Das heißt also, wir haben eine zunehmende Privatisierung des Schienenmarktes, wenn man so will. Das heißt also, das Netz, die Schienen gehören jemand anderem als die Lokomotiven und die Wagen vielleicht, die darauf fahren, und vielleicht sogar die Dienstleistung, die am Ende angeboten wird. Das hat ein paar Vorteile gehabt. Also Angebote jetzt zum Beispiel auch für die Deutsche Bahn nicht mehr lukrativen Strecken wurden durch Privatunternehmen übernommen. Teilweise auch mit deutlich höherem Service, muss man ganz klar sagen. Also es gibt Regionalbahnen, die liefern Top-Service ab und sind da richtig, richtig gut dabei.
Andersrum gibt es aber natürlich auch ganz, ganz viele Privatunternehmen, die jetzt zum Beispiel Güterverkehr machen, die Güterlogistik machen. Und das ist natürlich für die MAK in Kiel ein Riesenvorteil gewesen. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, die MAK hatte traditionell, zumindest nach dem, was ich jetzt sehen konnte, immer relativ wenige staatliche Aufträge, zumindest aus Deutschland, oder zumindest wenig Aufträge von Staatsbahnen in dem Sinne, sondern es wurden immer kleinere oder Rangierdiesellokomotiven für Privatbahnen, für Werkbahnen gebaut. Und die Zeit der Werkbahnen war so Mitte der 90er, ging das runter. Da wurde viel mehr durch den LKW gemacht. Auch so Gleisanschlüsse sind oftmals brach gefallen oder wurden brach gelegt in Industriegebieten. Und theoretisch hätte jetzt eigentlich das Geschäft der MAK ja runtergehen müssen, weil weniger so kleine Lokomotiven gebraucht wurden. Andersrum kam aber das Thema Privatisierung, quasi neue Unternehmen, die in einen Markt reingehen und sagen, ich kann Ware, Dienstleistungen besser und schneller und günstiger anbieten als zum Beispiel die Deutsche Bahn oder die dänische Staatsbahn und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und da sind natürlich dann auch diese privaten Eisenbahnunternehmen angewiesen gewesen auf schöne Lokomotiven, auf schnelle Lokomotiven, auf sinnvolle Güterzuglokomotiven. Und die MAK 1206 hat hier so ein richtig gutes Package oder bietet auch ein gutes Package. Das heißt also, ich kann eigentlich alles mit der Lokomotive machen. Ich habe eine angemessene Geschwindigkeit, ich habe einen relativ verbrauchsarmen Motor mit dem 12-Zylinder von Caterpillar hier drin. Ich habe eine an sich auch sehr sichere Lokomotive, weil sie den neuesten Sicherheitsstandards entspricht. Und zwar nicht nur von der Technik her, also Bremssysteme und solche Sachen, sondern auch so ganz, fast schon in Anführungszeichen platte Sachen. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, hier mit den ganzen Geländern, die hier überall dran sind, gibt es 4 Punkte, und zwar da und hier auf der anderen Seite jeweils, wo ich als Fahrer auf diese Lokomotive aufsteigen kann. Also ich habe hier keine Leiter mehr unterm Führerhaus, wo ich hochkletter und dann irgendwie da einsteigen muss oder sowas und seitlich mich neben der Bahn befinde. Sondern ich gehe meine Treppchen hoch und gehe dann eben hier auf der Lokomotive quasi lang ins Führerhaus rein, kann auch nicht ums Führerhaus rumgehen, solche Sachen. Also die ist auch in dem Hinblick schon nach modernen Arbeitsschutzstandard ausgerüstet, auch mit diesen großen Geländern überall, alle diese Sachen. Ich denke mal, dass sie auch preislich sich gut positioniert hat und aufgrund ihres Erfolges, weil sie einfach so in die Zeit passte und passt, wurde sie inzwischen auch zum Beispiel von der SNCF adaptiert und wird dort mit eingesetzt. Deswegen gibt es über 300 Exemplare dieser Lokomotive und deswegen wird die auch heute noch weiter gebaut. Immer noch unter dem Kürzel MAK, das ist ja quasi die Marke und die wird auch beibehalten, auch von den neuen Eigentümern. Kennt ihr, gibt es in vielen Bereichen, wo einfach die Marke noch dasteht, aber das Produkt ein anderes ist. Hier ist es tatsächlich noch so, das Produkt bleibt dasselbe, die Marke bleibt dieselbe, nur der Eigentümer hat gewechselt. Also, zusammengefasst, eine Lokomotive, die exzellent in die Zeit der Privatisierung passt, die ohne diese Privatisierung eben nie in dem Maße in der Menge gebaut worden wäre, weil die Bundesbahn ja mit den entsprechenden größeren Diesellokomotiven da eigentlich gut aufgestellt war. Und trotzdem eine Lokomotive, die quasi dadurch ihre relativ große Nische gefunden hat. Also, so viel zum Thema Historie. Modelldetails haben wir uns eben schon ein bisschen angeschaut. Es gibt 1, 2 Highlights, auf die ich hier nochmal hinweisen möchte. Und zwar, weil wir uns eben in der Lokomotive mit einem relativ günstigen Preis in Anführungszeichen noch befinden. Das eine ist wirklich nochmal die Bedruckung. Und da mal als Beispiel diese kleine Tabelle hier an der Seite. Aber auch das Gesamtdesign. Orange, blau, mit der Gans. Das ist schon was Besonderes. Ja. Dann die Fahrgestelle hier im unteren Bereich, die sind wirklich richtig schön ausgeführt, muss man sagen. Richtig, richtig schön. Und natürlich die Tatsache, dass ich durch das Führerhaus schauen kann. Ja, das sind aus meiner Sicht so die großen Highlights dieser Lokomotive, die sie auch wirklich hervorheben, wenn ihr die Farbgebung mögt. Sonst schaut nach einer anderen Farbgebung. Jetzt bleibt natürlich auch die Frage, wie bewegt sich diese Lokomotive auf dem Gleis? Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, und damit einmal herzlich willkommen zum Thema Fahreigenschaften. Und
Und wenn ihr den Kanal schon kennt, werdet ihr euch jetzt wundern, wo sind wir hier? Wir sind nicht auf der Anlage, wir sind hier auf meinem kleinen mobilen Programmiergleis. Was heißt das? Wir haben hier einfach nur ein kleines gerades Gleisstück und hier im Hintergrund haben wir dann eine kleine Märklin Gleisbox, die angeschlossen ist. Warum sind wir jetzt hier? Ich wollte euch bei der Lok hier nochmal ein, zwei Kniffe zeigen, die unglaublich wichtig sind oder wichtig sein können, um euch ein bisschen Frust zu ersparen. Also das erste ist, der Decoder, der bei mir hier in der Lokomotive verbaut ist, hat ein ganz bisschen ein Problem anscheinend mit der Erkennung von einem MFX-Erkennungssignal. Das heißt also, die Lok wird nicht automatisch erkannt. Das soll sie auch nicht. Aber die kriegt so ein ganz leichtes Zucken. Das kann ich euch zeigen. Und zwar kann man das einstellen. Und zwar geht das über die CV49. Gehen wir hier auf mal CV Programmieren 49. Und der Wert, den ich jetzt eingestellt habe, ist 8. Ich erkläre euch gleich warum. Der Standardwert der Lokomotive ist 2. So. Seht ihr, was hier passiert? Ganz verrückt. Das liegt nicht an der Lokomotive primär, sondern das liegt an dem verbauten Decoder hier und an den Signalen, die die Mobile Station rausschickt. Das heißt also, ihr könnt den Decoder einstellen, dass er nur das DCC-Datenformat empfängt und das würde ich euch auch ganz dringend empfehlen. Ihr könnt natürlich alternativ auch die Mobile Station so einstellen, dass sie tatsächlich nur über Shift und das Symbol könnt ihr hier hingehen und könnt dann die Log-Protokolle definieren. Und wenn ihr hier runter geht, zum Beispiel nur auf DCC, ja, schau mal, was ist denn hier passiert. Verrückt. Das ist der Beweis, es liegt also definitiv an den anderen Protokollen. Im Normalfall habt ihr aber jetzt auf einer Märklin-Anlage natürlich auch MFX, Logs und Volt. Die Log-Protokolle hier alle einsetzen, MFX, DCC und MF2 für die älteren Märklin-Logs. Ihr habt aber jetzt keine Lust, dass hier eure Lokomotive immer so lustige Geräusche macht hier. Da gibt es einen relativ einfachen Trick bei dieser Pico-Log. Das gilt meiner Meinung nach dann auch für alle Pico-Logs mit diesem Decoder. Und zwar gibt es hier so eine CV-Tabelle, eine CV-Beschreibung, die ist ja relativ lang. Und da gibt es hier den CV49. Und da schaut mal bitte Datenformat nur DCC. Bit 3 ist gleich 1. Und der Wert hier hinten ist 8. Das Ganze funktioniert so, man addiert jetzt alles hier aus dieser Liste, was man haben möchte, kommt auf einen Gesamtwert und den gibt man quasi als Wert vor. Der Standardwert ist 2, wie ihr hier ganz rechts jetzt sehen könnt. Und wenn wir jetzt tatsächlich nur Datenformat DCC haben wollen, wir wollen die Lichtanschlüsse nicht tauschen, nichts in der Art, ja, sondern wir wollen wirklich Motorregelung anhaben und Datenformat nur DCC, ist unser Wert 8. So, und das machen wir doch jetzt einfach mal. Shift, Log bearbeiten, hier unten. Dann habt ihr den Wert hier. Und dann könnt ihr hier auf CV programmieren gehen. Stellt dann über das Drehrad hier euren CV ein oder über Plus und Minus. Bei mir ist jetzt schon 49, weil er sich das gemerkt hat, was ich als letztes gemacht habe. Er liest den Wert aus. Das ist jetzt Wert 2. Wir wollen den Wert 8. Und schon ist Ruhe im Karton. Die Lok ruckelt nicht mehr, obwohl immer noch das MFX-Signal anliegt. Da kann die kleine Lok jetzt relativ wenig für. Das liegt an dem verbauten Decoder von Pico. Deswegen will ich das jetzt mal nicht in die Fahreigenschaften der Lokomotive direkt mit aufnehmen in die Wertung. Allerdings finde ich das für 2021 schon also erschreckend, wenn Pico hier wirklich einen Decoder mitliefert, der so ein Problem hat mit den Erkennungssignalen hier vom MFX.
Das könnte zum Beispiel auch mit Railcom, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch passieren, ja, dass die Signale da einfach diese Lokomotive verwirren. Was ihr hier aber auch sehen könnt, die Lokomotive selber, die ist jetzt eben nicht MFX-fähig oder so, klar, sondern die wird hier einfach angelegt, deswegen auch mein Programmiergleis. Was mache ich? Ich lege hier Adresse fest, ich lege hier CVs fest, so wie ich das haben will. Dann gehe ich damit an die Anlage und habe meinen Spaß und mache das nicht auf der Anlage, wo noch 10 andere Loks stehen und gegebenenfalls mal irgendwas schief geht und dann alle Loks gleich eingestellt sind. Nach dem kleinen Ausflug auf das Programmiergleis sind wir jetzt altbekannt auf der Anlage. Da steht unsere Lokomotive am Signal bereit für den Fahrtest. Ich habe noch eine kurze Sache, und zwar habe ich das jetzt gerade gesehen, ist also noch dazugekommen, und zwar gibt es eine weitere tolle Spendenaktion von der Firma Joswood. Die haben in den nächsten 10 Tagen, zumindest jetzt quasi ab Ankündigungsdatum, sich entschlossen, 50% der Umsätze tatsächlich zu spenden aus dem Online-Shop. Das heißt also, alles, was ihr in den nächsten 10 Tagen bei Joswood kauft, davon wird die Hälfte dann tatsächlich auch gespendet an die betroffenen Flutopfer. Also auch da eine super coole Aktion, Daumen hoch dafür, macht da gerne mit. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung nochmal. Und wir legen jetzt mal los hier mit unserem Fahrtest. Das Einzige, was ich gemacht habe, damit ihr das wisst, ich habe die Adresse der Lokomotive verändert, so dass die eben nicht auf der Standardadresse 3 fährt, und ich habe sie mir hier in meiner Mobile Station von der Anlage auch angelegt. So, da seht ihr sie, die MAK 1206. Ihr seht auch da die verschiedenen Buttons, die sie hat. Das heißt also, bevor wir losfahren, vielleicht einmal zu den Funktionen. Das geht nämlich relativ schnell. Wir haben genau eine. Wir können das Licht aus- und anschalten. Das ist alles. Ja? Aus, an. Und ihr seht auch, das betrifft eben nicht nur die Frontbeleuchtung, sondern auch die beiden Rückleuchten. Das Ganze ist wechselnd, das heißt also 2 Rückleuchten, 3 weiße Spitzenlichter sind immer an, wenn ich das Licht anmache. Und ja, das war es leider mit den Funktionen. Also mehr gibt es nicht. Ich habe hier keine weiteren Funktionen, ich habe keine Führerstandsbeleuchtung, ich habe gar nichts. Also ich kann hier rumschalten auf den theoretischen anderen Buttons, aber die haben einfach überhaupt gar keine Funktion leider. So, also wir können Licht an- und ausmachen, das heißt, wir fahren unsere Runde hier im Test einfach mal mit Licht. Ich habe an der Beschleunigung nichts verändert, das ist alles im Werksstandard, und wir machen es jetzt mal, wie ihr das kennt. Das heißt, ich drehe hier einfach mal auf Vollgas. Ja. Und wie ihr seht, es ist nicht spektakulär. Die Lokomotive hat eine angenehme Geschwindigkeit, auch wenn ich sie jetzt hier wieder auf 0 drehe. Die Bremsverzögerung und Beschleunigung ist hier natürlich extrem kurz eingestellt. Das könnt ihr über die Programmierung der CVs natürlich noch viel besser machen. Ansonsten habt ihr aber hier gesehen, es ist eine solide Geschwindigkeit. Es ist nicht übertrieben schnell, es ist auch nicht zu langsam. Also aus meiner Sicht kann die schon quasi so bleiben. Und auch vom Fahrgeräusch her, wir haben jetzt ein ganz bisschen den Motor gehört, primär aber die Anlage, das war, denke ich, auch okay. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen zu den Langsamfahreigenschaften kommen. Das ist jetzt Fahrstufe 1 in rückwärts. Sie macht ein ganz bisschen noch ein Geräusch. Das hatten wir bei der Roco V200 auch, wobei man sagen muss, diese Lokomotive ist jetzt hier auch noch nicht eingefahren. Ja, also da werde ich euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie sich das entwickelt. Vorwärts ist das Geräusch auch wieder deutlich anders, und in Summe ist es eigentlich aber auch relativ leise. Ja, also jetzt hört man es wirklich quasi gar nicht mehr, sondern ich habe hier einfach nur das Fahrgeräusch, wie man es sich so vorstellt. Das ist jetzt mal ungefähr so halbe Geschwindigkeit, realistische Anlagengeschwindigkeit könnte man sagen. Und ja, macht doch wirklich ein schönes Fahrbild.
Und damit sind wir zurück vom Gleis. Ihr habt gesehen, die Fahreigenschaften sind an sich gut. Kann man jetzt nichts daran aussetzen. Das Einzige, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, was mich jetzt wirklich massiv stört, ist der Mangel an Funktionalität. Weil es ja heißt, es ist eine Expertenlok, es ist eine Expert-Lok. Und die Kaluga, die vom UVP her auch auf demselben Niveau ist, hat getrennt schaltbare Rücklichter, hat Spezialfunktionen, die ich noch schalten kann. Ja? Alle solche Sachen, das ist alles da. Sie hat zusätzlich eine Führerstandsbeleuchtung, die ich schalten kann. Ja? Habe ich hier alles nicht. Ich habe hier einfach Licht an und aus und wenn ich es anmache, leuchtet es vorne, leuchtet es hinten. Das finde ich ja, für den Titel Expert nicht angemessen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, Innenraumcheck. Wie sieht es denn innen drin in der Lokomotive aus? Und wir haben hier in dem Bereich hier oben und hier unten jeweils eine kleine Schraube. Und wenn wir die lösen, sollte einfach eine Kreuzschlitzschraube sein. Schauen wir mal. Ja. Genau, wenn wir die lösen. Übrigens da auch, Peco hat mitgedacht, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Hier kann ich auch tatsächlich an die Schraube rankommen, weil hier ein Loch im Drehgestell ist, über der Schraube. Können sich mal andere Hersteller zum Beispiel mit einem M dran eine gewisse Scheibe von abschneiden. Also, da ist die Schraube rausgekommen, die erste. Und dann habe ich hier mit einem Handgriff mein Gehäuse abgenommen. Schauen wir mal. Das Gehäuse selber ist aus Plastik, wiegt nichts, ist nichts weiter dran. Was gut ist, seht ihr hier im vorderen und hinteren Bereich. Es ist schwarz innen drin lackiert. Manche haben das über die gesamte Länge. Hier ist das jetzt nicht notwendig, muss man tatsächlich sagen. Einfach, ja, weil es ja nur vorne Licht gibt. Und dann haben wir hier die Lokomotive. Die sieht jetzt durch die Reling eigentlich noch so geschützt aus, dass man sagt, ah, die könnt ja so fahren. Was habt ihr hier? Ihr habt hier vorne und hier hinten ist jeweils eine kleine Lichtplatine für die LEDs, die eben die weißen und roten LEDs hat. Und dann habt ihr hier in der Mitte den Stecker, der quasi auf der Hauptplatine sitzt und von da an den Decoder, der hier sitzt, weitergeht. Das heißt also, der Decoder ist jetzt hier verbaut, hier ist der Stecker und hier in der Mitte ist dann der Motor. Und ihr seht auch, da kommt ihr eigentlich an gar nichts ran. Man kann jetzt hier erahnen, da ist eine Schwungmasse an dem Motor dran, hier drüben auch auf der anderen Seite kann man erahnen. Man sieht ein ganz bisschen vielleicht hier die Kardanwelle da in dem Bereich. Und das war's. Also weiter kommt ihr hier jetzt nicht. Ihr könntet das natürlich alles aufschrauben. Und da würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen Vorsicht geboten. Die Kabel sehen nicht wirklich lang aus, wenn ihr euch die anguckt. Die sehen nicht wirklich lang aus. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt aufschraube, wie weit würde ich denn wirklich kommen. Ja, aber so viel zum ersten Eindruck hier. Es wirkt dem Preis angemessen, um es mal so zu formulieren. Ja, also ich habe schon höherwertige Loks von innen drin gesehen, unter anderem in der, oder sagen wir, in der vergleichbaren Größe, vielleicht die Brava V36. Da ist das Modell grundsätzlich teurer, aber da habe ich einfach eine schöne, klar aufgebaute Platine. Ich habe wenig Kabel, die hier mit so einem Klebeband, ne, das ist hier Klebeband, die mit so Klebeband irgendwie befestigt sind oder so. Das habe ich alles nicht. Also in Summe der Wartungsfreundlichkeit würde ich hier so eine 2+ geben. Die ist okay, aber die ist jetzt nicht so, dass man sie irgendwie vom Hocker haut oder sowas. Ja. Was natürlich ganz gut ist, ist, dass ich diese Anleitung dabei habe mit den gesamten Ersatzteilen. Das ist ähnlich wie bei Märklin, da habe ich das auch. Allerdings natürlich jetzt hier mit dem Unterschied auch der Frage, wie lange kann ich die wirklich beziehen. Beim Raufsetzen muss man ein bisschen aufpassen, diese Geländer hier, dass man die nicht abbricht oder abknickt. Die sind aus Metall. Aber ansonsten eine Lokomotive ohne Fehl und Tadel. Übrigens an der Stelle noch negativer Punkt. Ich schraube hier in Plastik. Also meine Schraube, die ich hier gerade festmache,
Die geht nicht an Metallgewinde, was ich bei anderen Lokomotiven hatte und da sehr schön finde, im Gehäuse, sondern das ganze Gehäuse ist aus Plastik und dementsprechend schraube ich hier eben auch durch in das Plastik. Das wird einige Male gehen, das wird auch einige Male öfter gehen, nur halt wahrscheinlich nicht zu oft. Genau, wir haben dann, weil das auch nicht bei jeder Lokomotive Standard ist, wir haben eine Kurzkupplungskinematik hier und ich habe eben NEM-Schächte. Das auch nochmal so erwähnt. Wir haben Haftreifen natürlich an den beiden angetriebenen Achsen. Also da gibt es jetzt nichts, wo man irgendwie sich zurückgesetzt fühlt oder sagt, da fehlt der Lok was. Was ihr natürlich fehlt, ist Sound, okay, ja, aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Und was ihr fehlt, ist so ein bisschen die Souveränität. Ich habe ja gesagt am Anfang, wir müssen ein bisschen Kritik äußern am Pico an der Stelle, denn wenn ich das vergleiche jetzt mit der anderen Expert-Serie, die ich hier neulich vorgestellt habe, der Kaluga, liegt diese Lokomotive einfach deutlich hinten. Auch wenn sie jetzt vom Aufbau her größer ist und vielleicht schöner bedruckt ist, weil sie mehr bedruckt ist, technisch liegt die einfach hinten. Die ist nicht so gut aufgebaut wie die andere Lokomotive. Sie hat weniger Funktionen. Sie hat keine Beleuchtung im Führerstand, sie hat keine getrennt schaltbaren Durchleuchter. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen für Pico, auch das zu verbauen und da eine echte Expert draus zu machen. So bleibt das für mich eine Expert-Hobby oder Hobby-Expert, also nicht Fisch, nicht Fleisch. Trotzdem eine Lok, die mir gut gefällt. Ich finde einfach auch dieses Gesamtdesign der Lokomotive hat was Ansprechendes, weil es so ein bisschen dieses brachiale, ja, Windwiderstand, CO2, who cares, ja. Also das macht so eine Lokomotive auch so ein bisschen aus, die zeigt Power, die zeigt Kraft. Nur darüber hinaus kann man jetzt tatsächlich sagen, eigentlich außen hui, innen fui. Und das bleibt auch mein Fazit für heute. Außen hui, innen nicht dem Titel Expert angemessen. Trotzdem haben Husa und ich jetzt noch ein kleines Date, ein paar Wagen hier auf der Anlage bewegen und ich freue mich natürlich sehr über eure Kommentare zu der Lokomotive, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr es anders seht und da freue ich mich einfach auf einen intensiven Austausch mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, habe ich euch jetzt hier einfach noch ein paar weitere Videos eingeblendet, die euch vielleicht Spaß machen. Also macht's gut. Ciao.